Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir haben im letzten Part besser gesagt, haben wir das Orakel von der Zeit verloren. Schon wieder, der Link ist einfach zu gar nicht fähig. Und wir müssen jetzt versuchen, das zurückzuholen. Und wir sind... Dies ist Lunastadt. In der Lunastadt. Oh yeah. Und wir haben noch gar kein Rubin. Okay, vergessen wir das gerade wieder. Wo gehen wir? Ah, wir müssen zum Makrobaum, habe ich glaube gehört. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist der oben. Jupp. Was hast du jetzt? Der Makrobaum steht hinten am Ende dieser Höhle. Okay. Ja. Makropassage. Geht's da nach rechts? Nein. Geht's da nach links? Nein. Da geht's einfach geradeaus. Okay. Achtung, gefährliches Terrain. Schieben wir dich mal. Dich müssen wir gar nicht schieben, du bist schon geschoben. Okay. Und da kommt auch nichts Gefährliches. Da kommt auch nicht durch, aber man ist da langweilig. Achtung, gefährliches Terrain. Mitte da einer steht genau das gleiche, darum gehen wir jetzt nicht an. Achtung, gefährliches Terrain. Ja, ich weiß. Super. Ich hätte das jetzt irgendwie gefährlicher gedacht, so. Wie schön, dich zu treffen, junger Held. Ich bin der Makrobaum. Ich wache über Labyrinthia. Veran, Meisterin der Schatten, hat Nayru, das Orakel der Zeiten, entführt. Sie stört den Fluss der Zeit aus der Vergangenheit heraus. Ihr Vorhaben ist es, die Welt mit einer Welle der Qual zu überschwemmen. Wir dürfen uns ihr nicht unterwerfen. Du musst Veran aufhalten, und zwar bald. Doch dazu benötigst du etwas. Ah! Oder ah? Ah, nein, doch ah. Mir ist so, mir schwindelt. Etwas geschieht mit mir in der Vergangenheit. Hilfe! Oh, sie verschwindet jetzt auch noch. Oh nein. Ja, super. Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir völlig hilflos. Der Makrobaum? Auch das ist das Werk Verans. Kuma, du hast es verhindert. Veran ist erst kürzlich durch das Zeitportal gegangen. Hat gesagt, ich muss oder durch Hans verhindern. Wenn wir in der Zeit zurückreisen, dann können wir Nayru und den Makrobaum retten. Ich komme, Nayru. Ja, du wärst mal eine große Hilfe, du wirst mir vor allem im Weg musst du wahrscheinlich, aber ja, bleiben wir da. Noch jemand? Zuerst erscheint der Typ mit dem schrägen Hut und nun du. Seitdem diese Nayru kam, gehen hier die absonderlichsten Dinge vor sich. Ja, sorry, dass ich da einfach so reinplatze in eure Zeit. Okay, mal schauen. Da kommen wir nicht durch ohne Schuhfläche. Yay! Der Makrobaum ist ein weiblicher Baum, der sprechen kann. Oh, mit dieser Frau. Der Makrobaum ist ein weiblicher Baum, der sprechen kann. Blablabla. Vor kurzem wurde sie von Monstern bedrängt. Ich glaube, sie ist immer noch bedrängt. Dies ist Lünadorf. Oh, Verzeihung. Wir haben seit ein paar Tagen keine Nächte mehr. Oh wow, das ist aber sehr angenehm. Seit Beginn des Turmbaus liegt überall der Schutt herum. Man gelangt nirgendwo hin, ohne mit der Schaufel den Weg frei zu räumen. Danke, wo bekomme ich jetzt die Schaufel her? Überall im Dorf türmt sich der Abraum vom Turmbau. Man weiß gar nicht, wo man gehen soll. Und alles Werkzeug, mit dem man etwas verändern könnte, findet sich beim Bau. Okay, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zum Turmbau. Und da gehen wir noch nicht rein. Das ist so eine Spielhütte, wo man Zeug kann spielen. Weißt du es noch sagen? Königin Ambi hat einen Freund, einen Seefahrer. Doch eines Tages setzte er Segel und kam nie zurück. Nun lässt sie einen großen Turm bauen, um im ganzen Land Ausschau nach Zeichen seiner Rückkehr zu halten. Deswegen nennt man ihn Ambis Turm. Eine ergreifende Geschichte. Brutal. Okay. Ich glaube, das ist der Eingang zum Turm. Jo. Willst du uns aufhalten? Nein, aber wir können nochmal mit dir reden.
Warum baut man etwas derart Großes? Eine sinnlose Schifferei ist das. Ja, du bist noch ein Bauarbeiter, du verstehst die Hörbedeutung von dem Werk nicht. Dies ist der Eingang des Turms, der im Auftrag unserer Königin Ambi bis in den Himmel hineingebaut wird. Ja, lass mich durch. Ursprünglich sollte der Turm Königin Ambis Liebsten zur Orientierung auf See dienen. Doch seit Nairo kam, steht die Sonne fest am Zenit, als ob die Zeit selbst stillsteht. Denk jetzt aber nicht, die Königin halte uns zur Arbeit an. Im Dorf nennt man dieses Bauwerk bereits den Schwarzen Turm. Sieh dich nur um, manche Stellen sind jedoch abgesperrt. Steh aber nicht unnütz herum, das sieht man hier nicht gern. Ja, ich hätte gerne eine Schaufel, dann könnt ihr heute weg, freischaufeln und das Herzteil tun noch holen. Yay. Okay, mal da. Schwarzer Turm. Nicht das Ärger mit diesen Faulenzern. Ja, gib mal da Schaufel. Und weiter und weiter. Und wenn ich mich nicht beeile, gibt es Ärger mit den Wachen. Ja, super. Gib mal da Schaufel. Du, gib mal. Ah, gib mal Schaufel. Das muss da rein und das dort. Nein, hierher. Kein Schlaf. Und mein Sohn sitzt allein zu Hause. Das ist doch sinnlos. Was für eine furchtbare Königin. Sag das bloß nicht weiter. Okay, gehst du mit der Schaufel? Die Königin Ambi hat sich verändert. Wer hat es hier ein weiches Herz, doch nun verlangt sie das Unmögliche. Aber du hast das nicht von mir verstanden? Ja, okay, ich denke nicht, dass der diese Schaufel gibt. Seit diese Nairo hier aufgetaucht ist es wirklich übel geworden. Nun nehmen die Stunden kein Ende. Ja, tut mir leid für euch. Das muss dahin und das dort. Nein, hierher. Kein Schlaf, mein Sohn. Du hast auch einen Sohn, wo genau. Ja. Ich glaube, diese geht jetzt nur noch alles gleich. Dann lassen wir die mal los. Der Exodus in Vorarbeit. Wir sollten bis morgen fertig sein, doch wir liegen zu weit zurück. Das packen wir nie. Stimme keine Schaufel oder so. Und weiter, bla 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 bla. Ja, Wache und so. Ich würde gerne schneller laufen können, aber das haben wir noch nicht. Hast du mehr Schaufel? Schaufel? Wir müssen den Turm schnell fertigstellen. Was, Kleiner, willst du uns beim Bau unterstützen? Ja. Nicht das Ärger mit diesem Fall. Ah, das seid ihr uns gleich. Hä? Etwas zu graben? Du bist ein fleißiger Junge. Hier, du kannst diese Schaufel haben. Schaffe mit der Schaufel doch bitte den Dreck dort weg. Okay. Du hältst die Schaufel. Ja, jetzt kann ich das erbrechen. Wir leisten hier harte Arbeit am Turm. Mach dich nützlich. Blub. Hauptsächlich kann man mal nach links schauen. Da ist oben nix. Komm ich da durch? Nein, der lässt mich sicher nicht durch. Hey! Blöd! Und ja, geht es nicht weiter. Oberhalb ist alles unvollendet. So gibt es keinen Eingang. Nun geh schon! Ich werde das Gefühl nicht los, dass der irgendwas verbirgt dort oben. Irgendwas verbirgt. Aber wir gehen jetzt erstmal da schauen. Da. Ah! Da kommen wir wieder raus. Okay, hat sich erledigt. Ja, ich denke, ich weiter rauf, weil die Dungeons sind ja manchmal ein bisschen verwirrend, aber du erhältst ein Herz, wenn du das erste Herzteil, yay! Sammle 4 davon, um einen weiteren Herzcontainer zu erhalten. Im Untermenü siehst du, wie viele Teile du schon hast. Ja, das Untermenü, das kann man uns eigentlich auch bald mal anschauen, aber wir haben ja noch keine Essenz, wir haben gerade mal ein Herzteil, wir haben 2 Waffen, wow. Aber immerhin kommen wir jetzt zum Makrobaum, aber zuerst gehen wir mal da rein, weil da jetzt das Loch. Kann ich da verschieben? Nein, das ist schwer. Oder zur Hand, mit der kann man reden. Papier! Hast du Papier? Ich will gar nicht wissen, was der da drunter macht. Nein, einfach nein. Egal. Für was braucht man Papier in einem Loch unten? Und was pflanzest du da? Verdammte Gaschakerne! Pflanzen, hegen, pflegen, noch mehr Nüsse. Also ich habe genug Nüsse. Und all diese neuen Nüsse enthalten wieder verschiedenes Zeugs. Ah! Geh mir fort damit. Da, nimm das hier mit. Du erhältst einen Gaschakern. Steck ihn in weiche Erde. Ja, draußen ist ein Beet. Ich weiß. Komm ja nicht auf die Idee, dort irgendwelche Kerne anzupflanzen. Ja, Beet. Nein. Beet. Hä? Er hat doch gesagt, dass er ging aufs Beet. Hätte doch. Bin ich blöd. Dann nehme ich halt das da unten. Ja, kann man Gaschakerne pflanzen. Okay. So. Bin mir gar nicht sicher, ob die wachsen, richtig, oder ob man muss in der Zeit vorwärts reisen, damit sie wachsen. Aber ich glaube nicht.
Wobei da steht der Zeit still, also vielleicht schon... Ach, ich weiß nicht, wir sehen sie denn. Aber zuerst einmal da, zuerst mal lesen da. Ups. Marco-Passage. Yay, okay. Jetzt sehen wir, früher ist es Marco-Passage immer noch. Früher ist es nicht so ungefährlich gewesen wie heutzutage. Da geht's aber und es hat kein Pflöck, der ihm schützt. Aber das Ding da wissen wir, was angehört. Nämlich gegen oben. Und fuck. Ich hätte vielleicht Tasten so anders belegen, aber irgendwann gewöhne ich mich schon dran. Das ist einfach Königssache. Da, so, durch. Du stirbst. Geld. Yay, unsere ersten 7 Rubin. Oder 5 Rubin. Ich glaube, sie sind nämlich 5 wert, die roten. Und du stirbst. Du stirbst. Du stirbst. Und Türen sind offen. Yay. Du dichten wir mal da runter. Ich glaube, da hinten ist der Schalter für die Kiste, die in der Mitte ist. Wow. Ich weiß tatsächlich noch, wie das geht. Das ist erstaunlich. Für das es sich vor. Was ist da gewesen? Wow. Ungefähr 5 bis 8 Jahre gespielt haben vielleicht mal. Die möchten zu verschlossenen Türen. Ah, also wir haben jetzt unseren ersten. Ja, so kann man auch zurück anfangen übrigens. Ist zwar ein bisschen, sollte man nicht oft machen, aber wenn es ein langer Weg ist, ist das ganz praktisch. Mit der Knirschlüssel kann man eben solche Türen öffnen, die so ein Mini-Schloss davor haben. Aber das da jetzt nicht. Was muss ich da rein machen? Es gibt aus wie 2 Augen. Help me. Okay. Muss ich dich da drauf schieben? Nein. Kann ich dich verschieben? Ja. Yay. Oh wow, das ist ja böse schwer gewesen. Ah, stirb. Und das Herzteil, okay. Nein. Oh wow, ernsthaft. Du erhältst ein Herzteil, sammle 4 davon. Bla 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 bla. Untermenü, ja, jetzt haben wir schon 2 Herzteile, wow. Okay. Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Ich finde es gut, dass sie in der Zukunft dann so einen Durchbruch gemacht. Das finde ich voll praktisch. Aber dafür haben wir das Herzteil erst jetzt bekommen. Oh, so ein kleines süßes Samen. Quick! Das ist dieses Ding, von dem wir angesprochen hat. Attacke! Nein! Lass mich in Frieden! Moment, das ist sie. Nein, lass mich in Frieden! Ja. Was willst du? Aus dem Weg! Ja, ah, so tu doch etwas! Aber sie hat voll das Smiley-Face drauf. Wow, du bist ja mutig! Ding, ding, ding. Danke! Wer bist du? Kuma? Welch hübscher Name! Ich bin der Marco-Baum. Du warst tapfer. Es heißt, das Orakel der Zeiten habe Königin Ambi davon überzeugt, einen schwarzen Turm zu errichten. Eventuell steckt sie dahinter, hinter diesem Überfall. So. Danke für die Rettung. Das werde ich niemals vergessen. Ich werde dich belohnen, wenn ich groß bin. Das verspreche ich. Das ist wohl alles, was ich machen kann. Ach ja! Das ist auch gut, ja. Hörst du? Ich werde dich belohnen, wenn ich groß bin. Du musst mich ganz bestimmt besuchen. Okay. Liebster, ach, wenn ich groß bin, werde ich deine Braut. Ups, ich habe es ausgesprochen. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Aber wir können jetzt ja schon mal in die Zukunft. Yeah! So. Ich würde sagen, bevor wir zum Marco-Baum gehen, weil das wird schon wieder ewig dauern. Wenn euch die Folge mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, The Legend of Zelda, Oracle of Ages. Yeah. Tschüss.